Wenn ihn auf der Platz Zeit verbringt, dann ist es meistens für an die Vakanz, für von A auf B zu kommen, an die Welt zu entdecken. Der Piet Rein ist aus einem anderen Grund dacks Findel. Mit seinen 19 Jahren interessiert er sich für die Fliegerin. Der Piet ist ein sogenannten Planespotter. Mit seiner Kamera steht hier dacks stundenlang beim Flughafen für möglichst viel, an heernst du auch rar Fliegerin für Rundlens zu kriegen. Seine Passion geht aber nach mehr weit. Daheim hat hier den Flughafen am Miniaturformat noch gebaut. Am Anfang nach mit vielen Karton an Handarbeit mittlerweile kommen auch moderne Techniken wie ein 3D-Drucker an den Ersatz. Der Loic Juchem war bis lernt gucken. Wir sind zu Grevemacher, daheim beim Piet Rein. Hier an der Stufe hat hier de Findel am Miniaturformat nur gebaut. 6 Meter lang, 1,5 Meter breit, an der Maßstab 1:500. Angefangen hat alles während der Covid-19-Pandemie. Seine Cousinen hier sind damals einfach mal auf den Flughafen gegangen, für Fotos von Fliegern zu machen. Wir hören, dass eben Cargolux Flieger mit einer Maske hat. Und da war mein Cousin, ich hatte nicht so nicht mehr gelangweilt, das war 2021. Und da sind wir einfach auf die Findel gegangen, wollten die Flieger gesehen. Und ja, da hat es halt so gut gefallen, da haben wir das an der Vakanz noch ein paar Mal gemacht. Und was dann so ein bisschen regelmäßig ging, da kommt die Kamera auch dabei. Mittlerweile ist der Piet der richtige Planespotter gehen und zählt ihm noch innerhalb der Lützebäuer zum Kreis. Wenn der Student, den zu Dresden studiert am Landers, zieht er dacks 4 bis 5 Mal vor der Findel, für do neue Fliegerinnen zu fotografieren. Dabei trifft er sich auch regelmäßig mit anderen Spotter und heernst auch mit der Responsable vom Lux Airport, für sich auszutauschen. Mehr seine Begeisterung für die Fliegerei geht aber noch mehr weit. Und dafür hat der Lützebäuer also Flughafen eben am Klänge noch gebaut. Zum Beispiel die ganz Strecke, die ich gesagt habe, die ich dann, wo ich mit Foto von zum Beispiel geoportal.lo oder auch Google Earth was zu vergleichen und dann probiert die Strecke so detailgetreu wie möglich auch not zu zeichnen, die ganzen Markagen, Positionen von den Fliegern, aber auch eben Straßen. Das Maquette gouf auch schon immer kurz Findel ausgestellt, an das nicht ausgeschlossen, dass das in Zukunft nach einkehr geschieht. Beim Bau von diesem ambitiösen Projekt hat der Piet 2023 angefangen. Die Fliegerinnen, die sind alle von her, weil die machen nicht selber im Gegensatz zum Rest von der Maquette. Und ich probiere auch besonders die Fliegerinnen eben auf das Maquette zu bringen, die auch eben Regulärheit zu sehen sind oder die schon mal ein KI fotografiert tun. Das ist besonders schwer, eben Luxair-Fliegerin oder Cargolux-Fliegerin zu fahren, weil die sind aktuell nicht an der Produktion vom Hersteller, von den Maquetten. Und da muss ich dann immer ein bisschen gucken, Occasionen zu fahren. Und dann ist das eben auch schon das, was dann noch Maquette, wo dann ein bisschen Budget drauf lässt, eben noch die Flieger zu fahren. Die grosse Begeisterung für die Aviation ist aber schon 2021 entstanden. Mittlerweile hat hier daheim, neben seiner grossen Maquette, auch über 100 Modellfliegerinnen von verschiedenen Airlines an einer ganz unterschiedlichen Größen. Das hier ist den ist komplett ein 3D-Drucker, den habe ich so gedruckt, das ist ein paar Segmente, weil die aber dann zu groß ist, und eben zur Summe gesagt, aber dann auch lackiert, je nachdem wie die Farbe sind, Sticker drauf gepasst. Ich eben interessant mit der offenen Nuss. Die Findel-Maquette ist aber noch lange nicht fertig, weil er am richtigen Flughafen immer näher besonders passt der Piet auch sein Modell regelmäßig an. Aktuell schafft er im Hangar von der RSQ. Am Anfang gouf viel mit Karton gebastelt, aber mittlerweile können doch ein 3D-Printer an den Ersatz. Das ist ein relativ einfaches Programm, weil jetzt hier alles geometrisch formen. Und an dem kleinen Maßstab muss man dann so viel mit Detailer schaffen. Hauptsache, der kennt ihr nicht. Und wir bauen dann so zusammen, das hält eine 4 Stunden bis 20 Minuten pro Gebäude. Eben mit Maßen, den hält von Google Earth oder Geoportal, kann ich das ganz einfach dann am Maßstab umrechnen und dann holt ihr quasi die größte von den Gebäuden. An der Aviation selber will hier aber nicht unbedingt schaffen. Für ihn also bleibt es für alle Menge Passion. Über 50 Flughäfen hat der Piet da schon am Laufe seiner Karriere besichtigt. Ein Highlight war ein Foto von der Air Force One, der hier am Kader vom NATO-Summit zu Den Haag konnte machen. Für heute hat der Piet genug aus seiner Maquette gekniffelt. Für hier nach seiner App gesagt, könnt nämlich Findelang Maschinen, die hier nicht will verpassen. Und dann geht auf die Findel für eben den nächsten Flieger zu knipsen.